People-pleasing in Ehren. Gut, okay, ich kürze das Video auf die folgenden 2 Minuten. Und jetzt stellt Gülscha die beste Frage, die jemals im Schweizer Fernsehen oder überhaupt im Fernsehen gestellt worden ist. Ich habe gesagt, wir haben noch zusammen gewohnt und es war halt auch recht schwierig. Pansexuell heisst, wenn es keine Rolle spielt, was gegenüber für das Geschlecht hat, sondern man verliebt sich einfach in einen Menschen. Und ich weiß genau, wie sie sich fühlt. Ich weiß genau, wie sie sich fühlt, dass sie da jetzt so in einem Nebensatz so kurz gedroppt hat, dass sie selber in den Genuss von einer Therapie kommt. Ganz klar Grenzen setzen. Boah, es ist so einfach gesagt, Leute, aber es ist scheiße schwer zum den nachhandeln. Okay, seid ihr alle. Heute reagieren wir wieder mal auf das Format von SRF, und zwar heisst das Format Deep Dating. Da geht es darum, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin die Liebe von seinem oder ihrem Leben sucht, und dann werden der oder dem Kandidat 3 Menschen gegenübergesetzt, die es natürlich nicht sehen können. Und dann werden Fragen gestellt, die werden beantwortet. Man kann aufgrund dieser Fragen herausfinden, mal matcht oder matcht nicht. Wir sagen, wir schwafeln gar nicht lange drum herum, sondern fangen gerade an. Dating heutzutage ist wirklich fake und oberflächlich. Nicht bei mir. Paartherapeutin Ramona und ich helfen dir, richtige Fragen zu stellen. Und weil ich natürlich möchte, dass das sicher funktioniert, findet das allererste Date direkt bei einer Paartherapeutin statt. Ich würde sagen, das Standbild ist geil. Ich würde sagen, hey, allein schon mit diesen Punkten hat sie den Nagel schon brutal auf den Kopf getroffen. Nicht? Wenn man jedes Date direkt beim Paartherapeut machen, jedes erste Date, könnte man so viele Probleme, die sich dann später angehen, einfach aus der Welt schaffen. Ich würde sagen, stabile Strategie. So geht Deep Dating. Stell dir vor, du hast einen Crush. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Habe ich auch so Zeit nicht. Kommen wir zu der ersten Kandidatin. Die Laura, sie ist 28, kommt aus Valendas, frage mich, wie man das ausspricht. Gemäss Wikipedia ist eine Ortschaft im Kanton Graubünden, oder wie es Matula würde sagen, Graubünden. Und man spricht es gemäss dieser phonetischen Schrift, die man da auch in Wikipedia ablesen kann, so aus. Faledos. Ich sehe förmlich, wie ihr euch alle auf den Kopf gestellt habt. Und ich höre, wie alle Bündner sich jetzt die Haare raufen und die Ohren blüten. Einfach nur geil. Wir kommen zu 9 in dem Video. Also, die Laura ist ICT-Supporterin. Du erklärt jetzt der Lea, wie es ablaufen wird. Und zwar, dass sie jetzt die 3 Kandidatinnen wird hinter sich gesetzt bekommen. Denn im zweiten Teil vom Format wird sie dann ein Date zusammen mit der Paartherapeutin haben. Und habe ich mal so Leggings gesaugt? Ich glaube nicht. Also was ist für dich eine sogenannte Red Flag? Ja, ein Hund? Wenn die Person einen Hund hat? Ja. Okay, kein Ja. Hund. Ja. Hä? Wieso hast du einen Haufen Katzen daheim? Hey, nein, da kannst du nicht als ersten Punkt bringen. Red Flags gibt es wie Sand am Meer. Es gibt Fremdgehen, es gibt Lügen, es gibt keine Hobbys haben, das macht mega unattraktiv. SVP wählen, Pizza ohne Ananas zu essen. Ein Haufen Red Flags sind möglich, und sie sagt Hund. Ja, weil ich eine Katze und darum weiß ich nicht so. Und es ist so, Hundeladies sind immer ein bisschen anders als Katzenladies. Das halte ich wirklich schön. Weil... What's a soulmate? It's well, it's like a best friend, but more. It's the one person in the world who knows you better than anyone else. It's someone who makes you a better person. Actually, Nein, keine Ahnung wieso. Ich halte es einfach für Klischee. Dann fragt Gülscha Ramona, ob das aus ihrer Sicht als Therapeutin auch so ist, dass es Hundeladies und Katzenladies gibt. Und ob auch schon mal ein Klient oder eine Klientin das Tier mit in die Therapie genommen hat. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen. Ich habe aber auch schon Leute gehabt, die Tiere mitgenommen haben, also Hunde, aber Katzen noch nie. Ja, schwierig. Wie willst du Katze mit in die Therapie nehmen? Im Katzenkörbchen oder alleine? Praxis wäre vielleicht auch mal spannend. Jemand, der Katzen so ein Bändchen mitnimmt. Würdest du das machen? Ich bin mit ihr spazieren, ja. Okay, gut, Laura. Sorry, also, ich habe es nicht so gemeint. Ich mache mich nicht über die Leute lustig, ich finde es nur witzig. Ich finde es nur lustig, die Vorstellung, mit der Katze alleine laufen zu gehen. Aber nochmal, auch da, you do you. Wenn es der Katze Spass macht und dir auch ein bisschen, dann go for it. Tu es. Man muss nicht, man kann. Wir kommen zu 9 Leute. Also, toi, toi, toi. Du hast Katze heute nicht dabei, aber ich habe 3 Katzen für dich dabei. Badum.
Wir holen unsere erste Kandidatin rein, und zwar die Lea. Die Lea ist 25, kommt aus Tüfen, da muss ich mal ein bisschen rausrollen sein, Moment. Das sollte überhaupt mal anschauen, ich wohne in St. Gallen. Ist logisch, dass... Wow. Gut, die Lea, 25, kommt aus Tüfen, Appenzell Ausserrödli, und ist dort eine Fachfrau. Ich bin mega gespannt, wer da dahinter steckt. Also im Dialekt ist sie St. Gallerin. Gut, Tüfen ist ja gerade nebendran. Dann gehen wir weiter mit der nächsten Person, und zwar hole ich Nadja. Nadia ist 25, kommt aus Zürich und arbeitet auf der kantonalen Verwaltung. Der Wittlerstuhl gehört dir. Merci. Wie geht's da? Wie geht's dir? Ein bisschen nervös. Wo wärst du sofort verliebt? Also sofort verliebt, das glaube ich bei mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube einfach, ja, wenn es vom Charakterlichen her stimmt und wenn du gut zusammen kannst kommunizieren, finde ich. Ich zum Beispiel bin immer sofort verliebt, wenn jemand einen Dutt hat. Bam! Wir holen noch die dritte im Bunde rein, und zwar Samira. Könnt ihr mal raten, wie alt sie ist? Genau, auch 25. Sie ist Verkäuferin und wohnt in Zürich. Ist nicht die Lea auch? Nein, die Lea ist dort eine Fachfrau gestanden. Was ist eigentlich der Unterschied? Können wir das mal erklären? Wenn ihr das wisst, schreibt es in den Kommentar. Dankeschön. Hallo! Hoi. Hoi, wie geht's? Gut, und dir? Ganz gut, du darfst da sitzen. Wie hast du dich vorbereitet auf heute? Nicht gross. Meine antinervöse Therapie war mein Make-up. In dem kann ich schön versinken. Sehr gut. Ja, da bin ich einfach... Wie sie einfach gerade schon die Augen verdrüllt. So, mein schlechter Püppli. Wir haben da Vorurteile. Habe ich das Gefühl, wir haben da Vorurteile. Dann erklärt Ramona der Laura, dass die Kandidatinnen jeweils 3 Gegenstände mitgebracht haben, zu denen sie irgendwie in Verbindung stehen. Und Laura darf sich dann einen Gegenstand aussuchen, über den sie gerne mehr erfahren würde. Und sie sucht sich den Gegenstand aus. Das demolierte Auto. Ich frage mich, ist das ein Zeichen, ob sie vielleicht einmal einen Unfall hatte oder Ja. so? Ja. Also was vielleicht in der Vergangenheit so sein Ja. könnte? Ja. Oder ob sie einfach vielleicht dann mit Autos früher gespielt hat? Das Auto symbolisiert meinen Autounfall, den ich letztes Jahr hatte. Ja, wir waren in der Ferien in Italien, in der Toskana. Und dann sind wir mit dem rechten Vorderrad so wie in einem, ja, wie sagt man denn? So einem Loch. Oder? Ja, genau, so Ja. wie hängen geblieben. Dann hat sie uns einmal umgeschleudert und dann aufs Dach runtergefitzt. Okay. Als sie es so umgeschleudert haben, also habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Krasse Scheiße. In dem Moment hast du einfach nur noch die Augen zugemacht und gar nicht mehr gedacht, weil du hast nicht gewusst, was passiert jetzt. Und ja, das war einfach so ein Erlebnis für mich, so, wie schnell das eigentlich das Leben kann vorbei sein kann. Und seitdem schätze ich einfach viel mehr alles, was ich habe. Jackie. Ja, sie hat recht mit dem, was sie sagt. Das Leben kann morgen vorbei sein. Das Leben kann heute Abend noch vorbei sein, bevor ich ins Bett gehe. Braucht es denn immer so ein einschneidendes Ereignis, wo man dann im Nachhinein noch viele, viele Jahre dran zu beißen hat, dass einem klar wird, wie wertvoll das die verbliebene Zeit, wo man nicht wüsste, wie lange das noch geht, wie wertvoll die verbliebene Zeit noch ist. Weil jetzt ist das Leben nicht mehr das Gleiche. Jetzt hat sie den Rucksäckchen zu tragen. Und gleich ist sie vermutlich jetzt bewusster unterwegs. Wisst ihr, was ich meine? Heftig. Ich wünsche es niemandem. Niemandem. Das war so ein Tag, wo mich wieder so ein bisschen wachgerüttelt hat. Von einem negativen Ereignis zu einer positiven Einstellung sozusagen. Ja. Schwierige Geschichte, aber irgendwie noch eine schöne Bedeutung am Schluss. Ja, Oder? genau. Ja. Fahrst du jetzt gleich noch Auto? Weil es ist ja gleich einmal so ein prägender Moment, wo einem irgendwie dann vielleicht eine gewisse Zeit aufhaltet. Am Anfang habe ich gesagt, ich gehe nie mehr in ein Auto rein, weder als Beifahrer noch fahre ich selber. Und dann hat aber mein Papi mir gesagt, wenn du jetzt aufhörst mit Autofahren, dann wirst du es nie mehr machen. Und ja, dann habe ich gerade wieder angefangen. Sehr mutig, aber dein Papi hat therapeutisch gesehen absolut recht gehabt. Ja, hat er. Und ich bin keine Therapeutin, aber ich komme in den Genuss von einer Therapie. Wie oft hört man, dass man, wenn man eine Angst hat, und die hat jeder von uns, mehr oder weniger, dass man durch diese Angst durch muss gehen, sich selber einfach immer challengen, weil sich die Angst sonst nie auflöst. Die hat so Potenzial. Das ist, glaube ich, das Einzige, wo wächst im Leben, weil man nichts macht. Das ist krass. Also, weil man keinen Input gibt, wächst die Angst und schränkt den Horizont immer mehr ein. So gut. Mit was machen wir weiter nach dieser ersten schwierigen Geschichte? Ja, schwierig. Deutsche Sprache ist schwere Sprache.
da oder dass sie sehr viel Wert auf Rechtschreibung legt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt doch so Sachen, wo ein anderer Mensch attraktiv auf einen wirken lassen. Wie ich in einem anderen Video schon mal gesagt habe, ist, wenn die Person eine Leidenschaft hat, ja. Aber etwas anderes ist noch, wie wenn jemand sich einfach cool artikulieren kann. Wenn jemand so ein bisschen wortgewandt ist und auch beim Schreiben merkst, ui, okay, das sind nicht die ersten Sätze, die sie schreibt. Ich finde das voll attraktiv. Ich finde, das hat etwas. Ja, wie geht es euch? Ist da vielleicht ein bisschen Streber? Deutschstreber oder so? Ja. Nadja, wieso bringst du einen Duden? Tatsächlich nichts mit Deutsch generell. Aber es ist einfach klar, dass die in der Verwaltung schafft, den Duden dabei hat. Da wären wir vom Hunde-Katzen-Klischee direkt zum Beamten-Klischee übergegangen. Ist doch stabil. Flüssig. Flüssiger Übergang. Kontrastlos. Es geht ein bisschen um Kommunikation. Es geht ein bisschen darum, dass das gerne etwas ist, was ich an mir verbessern würde. Was so ein bisschen auch in den letzten Beziehungen so ein bisschen ein Ding war, dass wir von beiden Seiten aus nicht angesprochen worden ist, was so richtig das Thema ist. Da sehe ich den Orange Flag, wenn jemand nicht gut kommunizieren kann. Oder wie es einem gerade I feel you, Gülscha, absolut. richtig geht und dass ich das gerne so ein bisschen auch für die weiteren Beziehungen an mir verbessere, dass ich offener kommuniziere, wie es mir geht oder was mich gerade beschäftigt. Gülscha möchte jetzt von der Nadja wissen, wie sie denn daran arbeiten tut, dass das Kommunikationsproblem in der nächsten Beziehung nicht mehr so sein wird. Einerseits bin ich psychologische Therapie. Sehr gut. Love that for you. Und auf der anderen Seite sagt Nadja auch, dass sie sich im Alltag dann einfach viel bewusster macht. Ist jetzt da etwas ein Thema, das mich so fest belastet, dass ich es gerade ansprechen muss, oder etwas, das ich vielleicht zuerst mit mir selber ausmachen will? Ich finde, jetzt bin ich kurz an den anderen Wort hängen geblieben, was sie gemeint hat, Nadja. Dass sie in Therapie ist und dass sie da jetzt einfach mal so droppt. Ich finde es cool, dass sie das macht. Und ich fände es cool, wenn da alle würden in diesem Stil. Jetzt nicht überall, nicht an der Kasse, die hey, wie viel kostet die Banane? Okay, ich bin übrigens in Therapie. So, da nicht. Aber gerade in so Gesprächen, wo es eine Art darauf ankommt, ob man eine Beziehung eingehen will, ob es jetzt keine beruflich oder freundschaftlich oder romantisch ist. Bei solchen Sachen, wo sich dann schon die Frage nach dem Treffen stellt, will man die Person noch weiter treffen oder nicht, ist es irgendwann, vielleicht nicht beim ersten Gespräch, aber irgendwann dann schon wichtig, dass man auch diesen Punkt anspricht. Und ich weiss genau, wie sie sich fühlt. Dass sie da jetzt in so einem Nebensatz so kurz droppt hat, dass sie selber in den Genuss von einer Therapie kommt. Oder so ähnlich, wie sie es formuliert hat. Weil da ist immer so, wie das Gegenüber mit dem umgeht. Das kannst du nicht mehr beeinflussen. Du hast es dann gesagt. So, wisst ihr, was ich will sagen? Es ist so, sie sagt etwas in einem Nebensatz und das Ding hat aber so Auswirkungen und sie weiss das. Und es ist jedes Mal wieder so eine Art Outing. Ich weiß nicht, ob ich es auf den Punkt bringe. Und ich finde es hure cool, dass sie den Mut hat, das so anzusprechen. Hammer, Props, wirklich. Meine Emotionen zuerst, oder meine Gedanken zuerst sammeln und erst dann das wie ansprechen. Also dann bist du eher eigentlich eine ruhige Person? Ja. Introvertiert? Ja. Ah. Finden Sie das gut? Finden Sie das schlecht? Unsicher? Ist das für dich auch schwierig, Laura, oder eher nicht? Ja, also ich rede halt schon viel. Also, Ja, du bist kommunikativ. Ja, Ja. Ich bin kommunikativ und extrovertiert und ja. Ich bin auch eher, wie Nadja, eher introvertiert bin. Same. Und da wirst du bei jemandem, der im Fernsehen schafft, nicht gehen oder YouTube macht. Aber ist es so. Viele sind, glaube ich, auch die Leute, ich kenne einen Haufen YouTuber und YouTuberinnen, die eigentlich sehr intro sind, die aber so einen guten Job machen mit ihrem Content, was sie machen. Darum. Aber lassen wir mal Gülscha fertig reden. Ich bin auch eher, wie Nadja, eher introvertiert bin ich. In einer Beziehung eigentlich. Sie hat mich verarscht. Ihr sind alle nicht reingekriegt, ich weiss, aber mich. Es wäre, come on. Es wäre Gülscha Intro. Bin ich recht offen. Recht offen. Ja. Ja. Darum, Kommunikation ist mega wichtig. Ja. Also, das ist jetzt etwas, was mir wirklich mega wichtig ist. Ja. Also, dass auch die andere Person kommunizieren tut. Das schließt es nicht aus. Nur weil jemand Intro ist, heisst das nicht, dass der nicht gerne kommuniziert. Also erstens mal gibt es verschiedene Arten von Introversion. Ich glaube insgesamt 4. Warte, ich kann es fast schnell schauen. Also 4 Typen von den Introvertierten. Sozial introvertiert, nachdenklich introvertiert, ängstlich introvertiert und zurückhaltend introvertiert. Mehr gehen wir auf den nicht ein. Ich würde nur sagen, es gibt verschiedene Arten und sie können nicht alle über einen Kamm scheren. Wenn ich denke, es schließt sich einfach nicht aus, dass introvertierte Leute
sich auch mitteilen können. Einfach halt nicht von grossen Gruppen und nicht sofort. Und dass halt ein gewisser Vertrauensvorschuss vielleicht unter Umständen nicht lange, dass die Beziehungen gefestigter sind, dass man sich überhaupt kann mitteilen kann. Aber dass man sich nicht mitteilen kann als Introvertierte, halte ich für Humbug. Ja, Humbug gesagt, gell? Schwierig. Und dass ich auch natürlich ein bisschen abschrauben mit der Kommunikation. Ja. Genau, Ja. es sind nicht so viel labern. Aber jetzt rede ich schon wieder zu viel. Nein, du redest nicht zu viel. Laura, das ist super. Gilscha, bist du müde? Willst du einen Kaffee so alleine machen? Einfach raushauen. Ja, was meinst du, Laura, wenn wir mal weitergehen? Ja, links der Stinkekäfer. Was ist mit dem Stinkekäfer, Samira? Das ist kein Stinkekäfer, das ist ein Skarabäus. Entschuldigung, was ist ein Skarabäus, Laura? Wirklich, bist du Barbarin oder was? Das weiss man doch. Aber die stinken, die... Samira sagt dann, nein, die Skarabäus, das sind ganz schöne Käferchen, die stinken auch nicht. Sie hat den Käfer mal von ihrem besten Freund bekommen, in einer Zeit, wo es ihr nicht gut gegangen ist. Und der beste Freund hat zu ihr gesagt, sie soll den Käfer wie einen Teil von ihr anschauen und sie soll gut zu dem Käferchen schauen. Samira nimmt es auch ein bisschen als Metapher, dass sie in zukünftigen Beziehungen ein bisschen mehr darauf schauen tut, dass sie sich nicht völlig selbst aufgibt, weil sie eher ein bisschen dazu neigt, sehr viel zu geben und sehr wenig zu erwarten. Ich habe so eine Resonanz bei dir gesehen, Laura. Ja, ich bin ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde dir jetzt nicht Unrecht tun, aber ich habe das Gefühl, nein. Ich habe andere Vibes bei der Laura. Sie ist mehr so ein bisschen Typ Fettnäpfli. Da bin ich auch, ganz krass. Fettnäpfli bin ich, nach ihr bin ich die Beste in mein Fettnäpfli treten. Ich glaube nicht, dass sie ähnlich sind. Also ich sehe da überhaupt keine Überschneidungen bei diesen zwei. Gell, wenn man so viele Red Flags sieht und aber trotzdem zusammenbleibt, dann ist es fast ein bisschen Selbstsabotage, oder? Ja, voll. Weil man seinen eigenen Wert eigentlich völlig untermauern lässt. Ja. Oder? Wenn man sich selber nicht wichtig nimmt und sich selber sabotiert, dann tut man ja wie seine eigenen Ziele, seine eigenen Werte oder Bedürfnisse total negativ beeinflussen. Und vielleicht kann man so ein bisschen als Leitfrage mitnehmen, wenn man in so einer Selbstsabotage, wenn man in so einem Teufelskreis drinsteckt, immer wieder so die Frage, ist das jetzt hilfreich gerade für mich, wenn ich so und so denke? Und meistens kommt man ja dann zu der Antwort, nein, ist es nicht. Und sobald man das merkt, dann wie umzuschalten. Krass, ist es hilfreich, dass ich jetzt so denke? Sabotiere mich mit dem jetzt gerade. Es ist noch nicht so lange her, Leute, hatte ich eine Situation gehabt, wo ich genau gewusst habe, schau, das sind meine Grenzen, die gehen genau bis da hin und die andere Person hat es aber massiv überschritten. Und ich habe dann gefunden, ich muss dieser Person irgendwie people pleasen, ich muss irgendwie dieser Person gerecht werden, um in ihren Rahmen hineinpassen. Und das hat so viel mit mir gemacht, dass ich einerseits gesehen habe, schau, ich habe bis dahin habe ich meine Grenzen, aber erwartet wird es viel weiter raus, dass ich die abstecke. Und dann hätte ich sozusagen meinen Bereich hure verlassen. Ich hätte es auch gemacht, ich war so kurz davor und hatte zum guten Glück dann eine Ansprechperson gehabt, wo ich auch kurz einfach einen Austausch haben konnte. Und die Person hat mir dann den Kopf waschen, zum guten Glück, weil es wäre nicht gut gekommen, weil sonst hätte ich einfach wieder meine Grenzen völlig missachtet. Und ich glaube, da meint jetzt auch Ramona. Einfach sich mal kurz fragen, tut es mir gut, wenn ich so handle oder so denke? Denken, fühlen, handeln. Grüßli gehen halt wieder raus an die Person, die sich angesprochen fühlt. Oder ist es, oder entspricht es völlig nicht meinen Werten und meinen Grenzen? Boah, es ist so einfach gesagt, Leute, aber es ist scheiße schwer, zum dann noch handeln. Ablenkung und etwas anderes machen, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Weiss etwas, wir machen weiter mit dem Hundehalsband. Ihre Katze, Eva? Ich habe einen Strassenmischling von Ungarn. Wir können nur zusammenkommen, wenn der Hund weg ist. Ist der Hund genug alt, kann man den schon langsam einschläfern. So. Gilscha, nicht für ungut, aber das mit dem Kaffee hat sich jetzt erledigt. Sorry. Das müssen wir doch jetzt gerade fragen. Wie ich schon mal in einem Video erwähnt habe, manchmal sind es auch Gegensätze, die sich anziehen. Die sich anziehen. Heisst auch nicht, dass sie zusammenbleiben. Ne? Nadia, du wirst wahrscheinlich Fußball spielen, stimmt's? Bisschen, ja. Das ist doch hot. Das holt mich ab. Sie hat sich jetzt gerade entschieden, zum Homo werden. Die Gülscha. Wegen dem Fußball. Weil sie gesehen hat, dass
nicht Nadia, statt Nadia, doch. Weil sie sehen, dass Nadia eine Leidenschaft hat. Sucht euch eine Leidenschaft. Leute, jetzt mache ich eins auf Dating Coach. Dating Coach bei Jessie. Wenn ihr wollt wirken auf andere Menschen, sucht euch eine Leidenschaft. Gut, ihr könnt auch negativ wirken, je nach Eigenschaft oder Leidenschaft, die ihr habt. Hot or not? Ja, hat schon etwas von Hot. Kinder ist bei mir ein No-Go. Aber so, wenn jetzt Kinder so in der Familie sind. Mir fehlt das Muttergehen, der Instinkt, um zu sagen, ein Kind ist herzig. Oh, es hat gut angefangen. Und pam! Das Mal habe ich absolut gar keine Ahnung, wer das sind. Ich glaube, Samira hat ausgeschissen mit ihrem No-Go wegen der Kind. Bei der Nadia weiss ich nicht, ob es ein bisschen zu ähnlich wäre. Und Lea ist auch gar nicht groß zum Zug gekommen, zum Reden. Ich habe das Gefühl, sie nimmt Nadia. Und dann kommen jetzt... Nein, ich habe jetzt mal das Gefühl, sie nimmt Nadia und dann schauen wir mal noch weiter. Ramona, bei der Paartherapeutin, weißt du schon, hast du das Bauchgefühl, wer das du nimmst? Ja, jetzt. Gut, dann kannst du uns das sagen. Wer Schon? nimmt. Okay, sorry für die anderen zwei. Aber Samira. Samir? Leute, ich höre auf mit dem Format. Ich habe so eine schlechte Menschenkenntnis. Krass. Krass. Okay, vielleicht wird sie auch kein... Vielleicht wird sie einfach auch kein Kind lauern. Dann sind es so. Match made in heaven. Es war mega spannend, um dann die Enthüllung quasi zu sehen. Und ja, sie ist super sympathisch auf jeden Fall. Samira ist so richtig jetzt extrovertiert so. Und dort habe ich dann halt schon dort gemerkt, so haben wir voll so, so den Match eigentlich so gehabt. So, Deli, jetzt kommt das eingemacht. Jetzt dürfen die zwei Süßis nämlich zu der Ramona und dort einen recht tiefen Talk haben. Und vielleicht das ein oder andere herausfinden und dann entscheiden, ob es matcht oder nicht. Und Ramona stellt von Anfang an die richtigen Fragen. Und zwar, dass sie vorher rausgehört hat, dass Laura sich in einer Beziehung nicht gerne so verlieren tut. Also so das Vertrauen haben, sich völlig fallen zu lassen. Und dann meint Laura, dass sie, weil die Trennung von der letzten Beziehung recht unschön war. Ja, also es war recht wüst auseinandergegangen, weil sie etwas mit einer Kollegin von mir hatte. Juicy. Ich habe gesagt, wir haben noch zusammen gewohnt und es war halt recht schwierig. So Aber es ist einfach so, es ist so spannend. Lünkert mich nicht, aber in der LGBTQ-Community ist es, glaube ich, ein Phänomen, das bekannt ist, dass man dass man teilt. Dass man, es kann halt passieren, weil allein schon die Auswahl ein bisschen begrenzter ist. Und dann ist die Welt noch kleiner, als sie schon ist. Und dann kann es halt sein, dass sich Verknüpfungen ergeben, die normal nicht da sind. Wie zwischen meiner Ex und ihrer damaligen Ex, wo nicht noch mit der Beziehung... Egal, scheiß drauf. Meine Ex hat halt mit mir noch zusammen gewohnt und es war halt auch recht schwierig, so mit Wohnung finden. Und wir haben dann am Anfang so ein bisschen so wie gehabt, ja gut, wir schauen mal, wie wir eben weitergehen. Bei mir ist der Druck dann eher gekommen, als ich dann nachher eine andere Person, also eine andere Frau kennengelernt habe. Und nachher von der halt dann auch ein bisschen Druck war, so von wegen Red Flag, oder? Du wohnst schon mit deiner Ex zusammen. Ja. Ich bin halt nicht der Mensch, so, zum jemanden rausschmeissen und so. Ja, ich bin einfach zu lieb. Also, das haben mir eigentlich alle Freunde und Kollegen gesagt. Ja. Du bist es nicht. Jetzt interessiert es mich, Samira, wie das bei dir ankommt, die Geschichte. Oder was dir durch den Kopf geht. Also es ist heftig, ja. Also, ja ich weiss, ich bin die Einzige, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Wie soll ich das sagen? Ich glaube schon, dass Laura eine Liebe ist, aber ich glaube auch, dass sie das Fußstück hinter den Ohren hat. Und ich glaube, People-pleasing in Ehren. Aber irgendwie, es geht ja nicht nur darum, die andere Person einfach auf die Straße zu stellen. Das ist ja wichtig, dass man das nicht macht. Finde ich auch mega nice von ihr, mega cool von der Laura. Aber es geht auch ein bisschen darum, die neue Freundin nicht vor den Kopf zu stoßen. Sie hat auch Bedürfnisse. Und sie findet es auch scheiße, wenn du nur mit deiner Ex im dümmsten Fall noch im gleichen Bett schlafst. Und darum finde ich, ja, ich bin biased, Leute. Ich weiss nicht, was ich dazu kann und darf sagen und soll sagen. Ich bin nicht ganz unvoreingenommen in diesem Thema. Darum lassen wir es lieber.
Hat wahrscheinlich ähnlich gehandelt wie du, denke ich mal. Ja. Ja, das mit dem Zusammenwohnen und dann quasi das beenden, das kenne ich so ein bisschen. Auch mit meinem ersten Freund, also ich bin pan. Pansexuell heisst, wenn es keine Rolle spielt, was gegenüber für das Geschlecht hat, sondern man verliebt sich einfach in den Menschen. Samira sagt, sie kennt das mega gut, dass sie halt mehr auf andere schaut als auf sich selber, weil sie sich früher mit ihrem Freund und ihrer Kollegin in einer Wege war. Und immer wenn es ihnen zwei nicht so gut gegangen sei sie so die, die heimgekommen ist und gefunden, hey, jetzt geht es uns gut und jetzt tun wir uns etwas Gutes. Und so ein bisschen die war, die Stimmung wo die Stimmung da oben gehalten hat. Und ja, dass sie dadurch halt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ramona hat zu Recht das Gefühl, dass beide ein bisschen das Helfersyndrom haben und fragt es darum auch, ob sie das bestätigen würden. Absolut. Ja, absolut. Ja, das habe ich schon sehr oft gehört. Bei der Laura weiss ich es eben nicht, wie ich gesagt habe. Gott, ich will der Laura nicht Unrecht tun, das ist voll unfair, aber... Habt ihr jetzt gemerkt, was für ein People-Pleaser das ich bin? Habt ihr jetzt gemerkt, aufgrund von meiner Aussage vor 2 Sekunden, was ich für ein People-Pleaser bin? Egal, ich bleibe dabei. Bei der Laura weiss ich nicht, ob es wirklich so ist, wie sie es überbringt. Und bei der Samira ist es so absolut. Ich glaube das zu 110%, dass du das ganze Leben noch wirst People-Pleasen, weil das einfach dein Wesen ist. Und darum, Samira, schau auf dich. Schau auf dich auch. So wie auf die anderen schaust, schau auch auf dich. Und ich meine damit nicht nur Samira, ich meine damit alle Leute, die den Drang haben, anderen zu helfen. Genau, schaut auf euch bitte. Okay, du auch, Samira? Definitiv, ja. Wie kommt jetzt das, wenn zweimal ein Helfersyndrom aufeinander trifft? Wird viel geholfen. Ja, wahrscheinlich. Probiert man Findet man beide irgendwie ein Opfer zu finden, wo man denen helfen kann? Ja, Nein. ich weiß auch nicht. Also eben, es kann nicht einer alles geben und der andere steht dort und nimmt nur. Das geht nicht, an dem gehst du kaputt, oder? Also, nochmal. Ich möchte es noch mal ganz kurz ein bisschen aufdröseln. Und so, es gibt ja die Menschen, die helfen, weil sie das Gefühl haben, sie können etwas optimieren. Und es gibt die Menschen, die helfen, weil sie das Gefühl haben, es tut dem Menschen nachher besser, es tut dem Menschen gut, das aufzulösen. Und je nachdem, welche Art, welcher Typ von Helfer das bist oder hinter welcher Motivation dein Drang zum Helfen steht, macht es hinten raus einen riesengroßen Unterschied, ob du ein Helfer aus der Motivation bist, weil du selber nicht aushaltest, dass die Person leidet, oder ob du ein Helfer bist, weil du findest, es wäre cool, wenn man etwas noch optimieren könnte. Jetzt bin ich hart abgeschweift und habe den Fall auch selber 10-mal verloren. Ich hoffe aber, dass ihr wenigstens ein bisschen etwas daraus rausziehen könnt. Ja, eben, wenn du eigentlich auf dieser Basis, dann bist du eigentlich wie auf der gleichen Ebene. Und jetzt stellt Gülscha die beste Frage, die jemals im Schweizer Fernsehen oder überhaupt im Fernsehen gestellt worden ist. Was gibt es denn für Möglichkeiten, für Tricks, für Tools zum Lernen, für sich einstehen und zum Lernen zum Beispiel Nein sagen? Gut, okay, ich kürze das Video auf die folgenden 2 Minuten. Ich glaube, ich mache einen Clip daraus. Hure geil! Hammer, let's go. Habt ihr das Schreiben und alles parat, weil jetzt wird es spannend. Haben ihr das schon mal geübt? Jein. Zum Beispiel habe ich vor keine Ahnung wie langer Zeit mir selber eine Regel eingeführt, dass ich nur noch 3 Mal in der Woche abmache am Abend. Und der Rest ist Me-Time. Weil sonst bin ich viel zu viel unterwegs und kann nicht mehr studieren, wie geht es mir überhaupt. So. Und ja, also das würde ich schon sagen, dass das so in die Richtung geht, zum Nein sagen. Dank sehr guten Gespräch in den letzten 1,5 Jahren zu genau diesem Thema habe ich selber jetzt eine mega klare Antwort auf das. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die droppen oder ob ich noch warten soll, was Ramona sagt. Ich glaube, ich sage es. Ganz klar Grenzen setzen. Erstens, Grenzen sich selber bewusst werden, welche das sind, wo das die sind. Zweitens, sie ganz klar setzen und gegen aussen zu verteidigen. Oh, das ist ein schwieriger Punkt, den habe ich vorher ganz kurz angetönt. Dass einem da manchmal recht den Puls in die Höhe treibt. Und drittens, dass man mit den Konsequenzen lebt, wenn man die Grenze mal kommuniziert hat und dann noch lebt. Die 3 Sachen. Nein sagen kann man sicher üben, indem dass man das
in ganz kleinen Situationen anfangen zu machen. Also nur schon, wenn man zum Beispiel beim Arbeiten ist, in der Pause jemand fragt, kommst du auch einen Kaffee trinken? Und ich merke, nein, jetzt gerade eigentlich nicht. Dass ich dann sage, nein, ich bleibe jetzt gerade da. Und wichtig auch ohne Rechtfertigung. Nicht immer eine Rechtfertigung mitschicken. Und üben so viel wie es geht, in jeder möglichen Situation. Natürlich, wenn es einem Bedürfnis entspricht. Und dann mit der Zeit auch ausweiten auf grössere Situationen, die vielleicht mehr Bedeutung haben. Ich hoffe, ihr findet euch jetzt auch gerade so krass inspiriert von diesen Worten. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch eine Notiz gemacht, dass ihr genau da anfangt, wenn ihr auch ein Thema damit habt, nicht Nein zu sagen. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ihr beantwortet haben müsst, bevor ihr eure Entscheidung... Ramona, ich hätte einen Katalog an Fragen, den ich mega gerne mit dir mal anschauen würde. Nicht nur wegen mir, klar, ich hätte auch mega Vorteile davon, aber weil das so wertvolle Sachen sind, wo man den Leuten sagen, wo man den Leuten mit auf den Weg geben, das würde so viel verändern. Und Samira hat tatsächlich eine Frage. Aber es geht nicht in die Richtung, die ich gedacht habe. Also sie fragt Laura etwas, was sie gerne wissen würde. Würde es für dich in Frage kommen, um dort wegzuzügeln? Nein. Sie hat Nein gesagt. Ja, irgendwie fühle ich mich einfach irgendwie voll, aber wohl. So, darum ist, also momentan in den nächsten Jahren, glaube ich voll nicht. Gut. Es ist genug Stark. Davos und Tag. Stark, Laura. Stark, dass du einfach gerade dein Nein rausgehauen hast. Geil. Finde ich cool. Es langt langsam. Ihr könnt jetzt gerade üben, um für eure Bedürfnisse einzustehen. Das heisst, ihr könnt die Körperhaltung reinnehmen. Ich habe in den letzten Videos gesagt, wenn ich so schlecht bin im Einschätzen und schon beides Mal falsch gelegen bin in den letzten 2 Videos, sage ich beim nächsten Video, da wäre jetzt da einfach... Habt ihr die Entscheidung getroffen? Okay. Dann 3, 2, 1. Nein, ist gewusst. Beide nicht. Ich liege schon wieder falsch. So wie beim anderen Date. Beim Diego und beim Robin. Mann! Okay, nächstes Mal sage ich einfach, egal was für ein Date. Ich sage einfach, nein, die wollen sich beide nicht nochmal treffen. Scheiße! Und schau, jetzt revidiert sie es wieder. Und schau, die Laura sagt, doch, grün, doch, ich kann mir das vorstellen. Oder sie geht jetzt gleich in die Rechtfertigung rein, was ich auch vorher gesagt habe, dass sie das nicht möchte, weil das nicht gut ist. Der Grund, warum ich die grüne Fahne aufgekippt habe, war, dass ich wie noch mehr darüber erfahren wollte, wie dass sie so glücklich kann sein in ihrem Heimatort. Boah, du wärst, Samira, du wärst eine gemachte Sozialpädagogin. Ich habe einfach den Vibe. Als Verkäuferin bist du wahrscheinlich auch mega. Wahrscheinlich bist du eine Top-Verkäuferin. Aber seien wir mal ehrlich, Perlen vor Zeug geworfen. Nein, Spaß, sorry. Du, geh deinen Weg und geh weiter so. Als queere Person. Aber ja, ich denke schlussendlich eben so, es wäre dann schon fast eine Fernbeziehung und das wäre dann schon auch nicht so meins. Samira, sag dir, was eine Fernbeziehung ist. Eine Fernbeziehung ist, wenn deine Freundin in Venezuela wohnt und du in der Schweiz. Da ist eine Fernbeziehung. Gut, haben wir darüber geredet. Ich glaube, ja. Wir würden uns verstehen so als Kollegen, aber so als weitere Match glaube ich nicht. Es braucht keine Rechtfertigung. Es gibt kein Date, das heisst, es gibt auch kein Online-Update. Auf jeden Fall, wir bleiben dran. Wir bringen Liebe in die Schweiz. Und nicht nur da, er bringt auch sehr viel Verständnis, das echt wichtig ist. Eben in Bezug auf People-Pleasen oder für die eigenen Grenzen in und so weiter, bringt sehr viel andere Werte in die Schweiz. Und darum, das ist für euch, Leute. Hallo, ich bin's wieder. Mit ganz vielen guten, tollen Vorschlägen, die ich hier habe. Ist das ein Verkaufsgespräch? Auf gar keinen Fall nur eine Empfehlung für dich, damit es dir besser geht in deinem Leben. Genau. Und uns geht es allen besser, weil wir das coole Video von SRF geschaut haben, Deep Dating. Gönnt euch auf dem Kanal SRF, abonniert den Kanal. Ist mein Lieblingsformat. Voll geil, Deep Dating. Drum. Kommentiert haben wir es noch nicht, holen wir den noch nach. Abonniert haben wir die schon, Gülscha. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute. Schön, sind ihr mit dabei gewesen. Und abonniert, kommentiert eure Gedanken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Outtakes. Oh, das war ein bisschen feucht. Oh, Mami. Oh,
Okay, sorry Leute, ich bin müde. Es ist auch die perfekte Zeit, zum müde zu sein. Es ist 6:45 am Abend. Wieso bist du müde? Sie meint nicht die Frage. So kleine Sachen, wie wenn jemand sich so cool zu artikulieren weiss. Deutsch, ich, nix. Einfach alle Paartherapeuten so, nein, wir haben nichts mehr zu tun. Aber so ein Scheiß. Schauen wir mal weiter. Boah, Miki, bist du wahnsinnig. Gesehen da meine Brust haben? Sexy, ne? Scheiße. Das ist, wenn man Katze hat. Ohne ein paar Katzenhaare ist man gar nicht richtig eingerichtet. Habt ihr da was gelernt? Können wir darüber reden, dass mein Teller und ich... Warte, ich lieber belichtet. So. Mein Teller und ich... Wir sind Twins. Kennt ihr die Weihnachtstasse? Das ist eine Weihnachtstasse. Du kannst mich ganz 4-mal am Ohr schlägen. Kennt ihr die? Die sind hure lustig. Und gib mir das Popcorn, Gülscha.